Herzlich willkommen am Bleib daheim Festival hier im Fabrikli zu Buchs. Bei mir ist die Yvonne Schneider, fast besser bekannt als Funkeldunkel. Warum der Name, Yvonne? Ich hatte einfach das Gefühl, es muss etwas sein, das im Dunkeln funkelt. Also ich finde Figurentheater finde ich eigentlich darum spannend, weil es im Dunkeln plötzlich anfängt zu funkeln. Ja, das war so der Grundgedanke. Genau, du machst quasi aus einem Koffer raus machst du Theater mit so ganz kleinen Figuren. Was ich mir so überlegt habe, als ich das Programm gesehen habe von dir, sind dir die ursprünglichen Märchen von Grimm, sind die dir zu langweilig oder hast du gefunden, ich muss da einfach etwas Eigenes, ein bisschen eigenen Charakter reinbringen ins Spiel? Ja, ich glaube, es ist da. Also ich finde, ja, du hast gemerkt, es ist so ein Märchen so ein bisschen drin, so teilweise. Und das war wie so ein bisschen der Anfang von der Idee. Und ich wollte es dann wie ein bisschen an die heutige Zeit adaptieren. Das war mir noch wichtig, dass wirklich, ich mache gerne Geschichten, die für Kinder wie griffig sind. Und darum habe ich es ein bisschen verändert. Ja. Wie lange schreibst du jetzt an so einem Stück? Das ist noch schwierig zu sagen. Ich würde sagen, an dem, bis es so ist, wie es jetzt ist, bin ich sicher etwa 2 Jahre dran gewesen. Immer wieder. Weil ich nicht von morgen bis morgen dran sein kann und daran schreiben. Ja, bin ich einfach immer wieder, wenn ich mal eine Woche habe oder so, baue ich Figuren bauen oder bin am Geschichten schreiben. Und es ist mir wichtig gewesen, um einfach eine eigene Geschichte zu haben. Gerade auch, ja, damit man eigentlich die eigenen Rechte selber hat und damit man es spielen kann, wo und wenn man will. Und ja, dann braucht es halt wie Zeit, bis es wirklich ist. Es ist auch, wie der Titel heisst, Rothörnchen Reloaded. Ich hatte es schon mal gehabt, schon mal in die Kiste tun, probiert und das Gefühl hatte, das ist es nicht. Und dann habe ich es wieder weggetan und nachher wie das zweite Mal genommen und fertig gemacht. Ja. Also ist das auch so, ist das bei den Kinderfigurentheater, ist das auch immer ein bisschen so, wie wenn man jetzt ein Lied einmal spielt vor jemandem und dann halt so ein bisschen Feedback kriegt, dass man es immer wieder aufarbeitet und weiter daran schafft, Genau. bis es dann wirklich fertig ist? Ganz genau, so ist es eigentlich. Und manchmal hat man bei Sachen das Gefühl, das wirkt super, das ist jetzt ganz eine tolle Idee. Und dann sagt das Publikum, was soll das? Was willst du mit dem? Oder das ist so langweilig. Und dann muss man es natürlich sofort rausfallen und wieder etwas Neues machen. Oder manchmal hat man selber das Gefühl, also ich habe dann selber das Gefühl, die Geschichte ist ganz logisch und ganz klar und die anderen verstehen sie nicht und der funktioniert nicht. Ja, dann muss man wieder wie nochmal dahinter und schauen, wo ist denn der Knackpunkt, was funktioniert denn nicht. Wie bist du ursprünglich auf die Idee gekommen, überhaupt so etwas zu machen für Kinder? Also ist das, weil du deinen eigenen Kindern so Geschichten erzählt hast, oder wie hat sich das entwickelt? Ich bin Kindergärtnerin und ich habe einfach gemerkt, also ich erzähle gerne Geschichten, und ich habe gemerkt, dass der Kind oft, also gerade wenn sie jetzt vielleicht sprachlich eine Geschichte nicht so nachvollziehen können, dass der Kind einfacher fällt in einem Figurentheater. Also wenn sie Handeln sehen und Figuren, die etwas machen, dann nachher geht es eigentlich auch nonverbal. Also dann kann man auch einfach zuschauen und versteht, was passiert. Und da wollte ich, dass jedes Kind eigentlich eine Geschichte versteht. Und gleichzeitig ist es auch toll, mit den Kindern zu arbeiten, weil viel sehe ich bei den Kindern Abläufe oder Sachen im Spiel oder Äußerungen, die ich dann wirklich brauchen für die Geschichten. Also so dann noch Ausdrücke oder so, oder dann noch Schwierigkeiten, also Probleme, die die Kinder untereinander diskutieren, die ich dann wirklich aufnehmen kann und ihnen dann so vielleicht auch eine Lösung geben. Also jetzt gerade der Rothörnchen ist eigentlich ein Stück, das die Kinder ermutigen soll, um ihre Ängste zu überwinden und um etwas zu trauen. Mhm. Du hast viel auch so Dialektwörter drin, oder schaffst eben auch mit unterschiedlichen Dialekten und unterschiedlichen Stimmen. Was inspiriert dich da dazu? Also bist du da einfach immer überall mit offenen Ohren über die Welt am Rumlaufen? Ja, es ist ganz interessant, wenn man im Zug sitzt zum Beispiel, wenn
jemand vis-à-vis hat, der einen speziellen Dialekt hat, den man vielleicht jetzt nicht kennt, wo man dann zulassen kann und vielleicht so lernen kann. Das sind schon so ein bisschen Gesellschaftsstudien oder Menschenstudien, die es dann ausmachen, dass man das eine oder andere kann. Ich habe da ganz etwas Schwieriges gefunden, die Stimmen zu finden. Ich habe das Gefühl, ich habe so vielleicht 3 Tonlagen, tief, mittel, hoch, das geht. Und habe wie lange suchen, bis ich gemerkt habe, aha, ich habe auch Bündner Dialekt und ich weiß nicht warum. Oder Appenzeller geht auch. Oder Österreich und Deutschland geht auch. Also, und ich weiß eigentlich gar nicht wieso. Ich habe die einfach irgendwann gefunden. Ja. Aber beim Autofahren. Wenn ich im Autofahren geredet habe und studiert und probiert, auf das Mal hat es gemacht, zack. Dann habe ich gewusst, der geht, der kann eine ganze Figur so durchziehen. Ja. Das ist so etwas, das einem nie loslässt in dem Fall. Ja. Also, das ist so, bis das Programm steht. Oder? Und es gibt lustigerweise auch Figuren, die keine Stimme haben. Also, ich habe eine Figur, die habe ich gebaut und wollte ein Stück damit machen. Und der redet einfach nicht. Und ich weiß nicht, wieso. Das ist vielleicht einfach eine stumme Figur, oder? Ja, über könnte ja auch sein, das dass sie gar nicht Physische redet. Genau, das ist auch kommuniziert. möglich. Ja. Ja. Jetzt ist momentan, ja, wir müssen darüber reden, halt so eine Pandemie, ein Lockdown da. Und meine Frage an dich, wie fest fehlt dir die Reaktion der Kleinen? Ja, die fehlt schon wirklich fest. Es ist so, genau, es ist alles so platt. Also es ist alles so am Bildschirm, so flach, so zweidimensional. Und mir fehlt so, das Zwischenmenschliche fehlt mir sehr. Wirklich, ja. Und ich finde es aber toll, wenn Kinder gleich etwas sehen, also wenn man in einem Video oder in einem Film gleich Figurentheater oder so lebendige Kunst eigentlich schauen, finde ich für Kinder gleich auch wichtig in dieser Zeit. Und ich glaube, es kommt auch trotzdem an, aber es ist natürlich nichts gegen live. Hat es dich jetzt gepackt in dieser Zeit, wo quasi alle daheim bleiben müssen, um vielleicht nochmal ein neues Programm schreiben oder an deinem Projekt weiterarbeiten? Ja, ein Teil. Also die haben zuerst auch gedacht, ja, jetzt gibt es Zeit für das, aber es ist eigentlich jetzt auch anders noch wichtig. Also ich bin auch Kindergärtnerin und gebe Kindergarten und wir haben mit dem Homeschooling haben wir eben auch probiert, zum Figurentheater machen, zum Geschichten erzählen, zum es möglichst lebendig machen für die Kinder. Und das hat auch seine Zeit gebraucht. Von dem her hoffe ich eher auf die Sommerferien, dass ich dort dann wieder weiterarbeiten kann. Ich habe ein neues Stück so im Hinterkopf, aber es ist noch ganz, ganz am Anfang. Aber vielleicht dann geht es weiter. Ja. Homeschooling, du sagst, ja, wie es der Begriff schon sagt, das ist ja eigentlich Schule. Und du bist ein Kindergärtner. Was habt ihr genau gemacht da in diesem Bereich? Also habt ihr auch via Skype etwas auf die Beine gestellt, dass die Kleinen gleich etwas lernen können? Oder Genau. dass sie sich gleich wieder einmal sehen? Es war nicht einzurichten, weil vielmal ist es eine technische Geschichte, wie ein Computer hat, wo man auch noch dran sitzen kann, wo niemand anders braucht in der Familie. Das hat mir jetzt für die Kinder relativ schwierig gedacht und wir wollten auch nicht die Eltern irgendwie stressen mit Sachen, die man noch einrichten sollte, damit man überhaupt sich sehen kann, so für Videokonferenzen. Wir haben es probiert, so einfach wie möglich zu machen. Wir haben einfach so Lernvideos gemacht mit Figurentheater, wo die Kinder zuschauen können, wie 2 Figuren etwas machen und dann da eine Art nachmachen. Dann. Also zum Beispiel haben sie ein Video bekommen von diesen 2 Figuren, wie sie einen Herdöpfel zu Pommes frites verarbeitet und kochen und miteinander essen. Und die Kinder haben dann im Briefkasten einen Herdöpfel gehabt und haben das eigentlich nachmachen. Also so Sachen. Und Geschichten erzählt haben wir auch per Video und Lieder geschickt, dass es einfach dort so ein bisschen lebendig ist. Das ist gleich so eine soziale Interaktion, Genau. Obwohl man nicht so nah aufeinander sein darf. Ja. Genau. Und dann haben wir vor allem so per Videobotschaft sind wir in Kontakt geblieben oder per Telefon. Ja, da ist schon gegangen, aber es ist nicht das Gleiche wie echt. Ja, es ist wahrscheinlich schon, also als Kindergärtnerin oder halt wirklich allgemein als Mensch, der viel mit Kindern zu tun hat, das ist schon gerade einmal so ein riesiger Schwarm von Emotionen und Energie, wo von einem Moment auf den anderen wegfällt, oder? Ja, ist ja so, ja. Genau. Wie versuchst du das irgendwie? Also gibt es da ein Mittel, zum gleich an die Energie herzukommen, oder? Also das Schönste war eigentlich, wenn ich bin dann mit dem Velo
im Dorf rundum gefahren und habe so eine Briefkastentour gemacht und Sachen verteilt, die sie gebraucht haben. Und das Schönste war immer, wenn ich jemanden gesehen habe. Also über den Gartenhag. Ja, genau, über den Gartenhag in Gesprächen oder Kinder ein bisschen hören oder mal mit der Mutter ein bisschen reden. Das hat mich richtig schön gedacht. Also etwas, was sonst einfach so ist, hat man das Gefühl, das war jetzt eigentlich der Höhepunkt des Tages, dass ich mit denen noch ein bisschen geschwätzt habe. Ja. Ja, also. Und dann, wenn man auch keine so Sitzungen, also Online-Sitzungen, dass man dort halt wieder mal die Leute sieht, das ist schon... ja, Spürst du jetzt eine grössere Wertschätzung? Also so von der Gesellschaft für so Berufe, die halt ja eben auch halt auf die Kinder schauen und schauen, dass die Kinder beschäftigt sind? Ich glaube, dass die Kinder vor allem merken, wie schön das ist, wenn man in die Schule. Und das ist vielleicht nicht schlecht, weil ja da nicht auf der ganzen Welt so ist, dass man in die Schule kann. Und dass ja, die Kinder den Wert von der Schule und von Freunden und von einfach können gehen und Türen gehen, dass da schon jetzt ein anderer ist. Ja. Mhm. Also findet ein Umdenken statt, wo wir hoffen, dass es bleibt, oder? Genau. Ja, das wäre toll. Mal schauen. Ja, sieht man dich im Herbst? Hast du schon etwas geplant, dass du im Herbst wieder einmal einen Auftritt hast, wenn dann alles einmal so durch ist? Ich glaube, also es hat einige Anlässe im Herbst und die sind jetzt aber können alle nicht stattfinden, weil halt auch die Planungssicherheit nicht gegeben ist, weil man nicht weiss, ja, geht da finanziell, wie läuft das genau. Und ich glaube, der nächste, den ich haben werde, ist Ende November am Sternenweg zu Rorschach. Dort bin ich mit dem Zirkuswagen und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir den da wieder machen dürfen, was sie dort im Sinn haben. Ja. Letzte Gelegenheit in diesem Jahr. Genau. Also auf den letzten genau. Tag. Okay. Und ganz viele Sachen sind auf nächstes Jahr verschoben worden. Und ich freue mich über alles, was halt nächstes Jahr stattfindet, aber wenn es gleich stattfinden kann. Ja. Meinst du, gibt es nächstes Jahr, so als abschliessende Frage vielleicht, wirst du einfach jedes Wochenende irgendwo sein? Oder, also meinst du, wird es mehr, dadurch, dass jetzt, also dass die Veranstalter kompensieren müssen? Vielleicht etwas, wo dann mehr ist, aber ich glaube, man macht ja dann nicht einfach nächstes Jahr 2, dann lässt man es wirklich dieses Jahr weg und macht es nächstes Jahr vielleicht dann dafür ein bisschen mit noch mehr Freude oder mit noch mehr Gewicht oder so oder noch ein bisschen grösser, das könnte ich mir schon vorstellen. Also wird es kommen. Okay, super. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass es dann irgendwann einmal vorbei ist. Hoffen wir es, ja. Die Kleinen wieder einmal ein bisschen Theater, Kultur erleben können. Ja, auf das freuen sie sich sicher auch. Ja. Mal. Ja, das war es schon mit der Yvonne Schneider, funkeldunkel.ch. Schaut mal rein, dort behalten sie euch auch auf dem Laufenden, wie es aussieht mit dem Auftritt im November und auch im 21. Danke vielmals.